Also er hatte Geburtstag gehabt und hat Tour auf die Fresse bekommen halt, von mehreren. Und er ist mein bester. Geil! Mein Du bist ein bester guter Kollege. Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem bisschen spezielleren Video hier aus Bern. Heute geht es um eure Lehrstellensuche, weil viele von euch fragen mich, Lionel, was ist denn die perfekte Lehrstelle für mich? Und bei der Swisscom hat es sehr, sehr viele Lehrstellen, die sich dadurch auszeichnen, dass du früh Verantwortung übernehmen darfst. Und darum geht es heute um das Thema Verantwortung. Viel Spaß! Viele ältere Menschen sagen mir, Junge können nicht so gut mit Verantwortung umgehen. Was ist deine Nachricht an die alten Leute? Liebe alte Leute, Liebe alte Leute, das stimmt nicht. Weil schlussendlich müssen wir alle einen Beruf ausüben und in jedem Beruf haben wir Verantwortung. Ich glaube, sie haben einfach ein bisschen recht. haben Sie recht? Ja. Findest du, wir können nicht umgehen mit Verantwortung? Nicht so viel. Wirklich? Ja, mit elektronischen Sachen und so haben wir viele kulturische Sachen vergessen. Also, liebe alte Leute, ich finde, Verantwortung ist etwas, was man lernen muss. Und mit dem ist man nicht geboren, darum muss man Erfahrungen machen. Und, Okay. ja. Kann man dir denn Verantwortung übergeben? Bist du eine verantwortungsvolle Person? Und wieso lachen deine Kollegen so? Ich weiß nicht. Also, ja, ich bin sehr verantwortungsvoll. Genau. Machen wir gut. Verantwortung überlassen. Also kann ich dir mein Leben anvertrauen? Ja, das kannst du machen, Lionel. Also kann ich dir zum Beispiel mein Leben anvertrauen? Also das ist sehr viel. Wieso nicht? Das ist zu viel Verantwortung. Das willst du dann wiederum nicht mehr. Lieber kratze ich einfach ab, dann ist das Problem gelöst. Ist das, was du mir sagen willst? Ja. Ja, okay, gut. Immerhin ehrlich, danke schön vielmals. Ja, voll, ja, selber das Kind, wegen dem Okay. kann ich schon mit Verantwortung umgehen. Bitte nenn mir mal eine Person mit grosser Verantwortung. Trump. Der Trump, okay, sehr gut. Ja, meine Eltern. Okay, ja. Vielleicht irgendwie... Herzog, oder? Das ist eine grosse Verantwortung. Hat viel schief gehen. Jetzt vielleicht noch aus der Schweizer Politik irgendjemand. Ich kenne nur den Ueli Maurer, aber ich glaube nicht, dass er so richtig viel Verantwortung übernimmt. Oh doch, und das stimmt sogar. Vielleicht du noch ein Bundesrat. Ich bin richtig schlecht in Politik, wirklich. Darum frage ich dich ja. Ueli Maurer, Ja, der ist jetzt schon genommen worden. wirklich schlecht. Und Ueli Maurer vielleicht? Der Ueli Maurer. Eine Bundesrätin. Alle mit dem Ueli Maurer. Was ist mit dem Ueli Maurer so speziell? Wie heisst der? Der Spast. Jetzt wissen wir auch, von wem du redest, oder? Also, Ich weiß nur die Frau Samaruga, glaube wie heisst sie? ich. Samaruga. Samaruga, okay, du meinst Sommaruga wahrscheinlich. Bitte erzähl mir mal eine Geschichte, wo du plötzlich mit grosser Verantwortung konfrontiert bist. Erst gerade. Ich habe jetzt gerade den Betrieb gewechselt und ich habe jetzt gerade eine komplette Abteilung übernommen, wo ich die Verantwortung habe. Wow. Ja, Verantwortung kann man, ich habe einem Kollegen eine Geburtstagsparty für ihn organisiert. Aber ich kann nichts dafür, er hat eine Schlägerei gegeben. Wow. Und er ist ganz, also er hatte Geburtstag gehabt und hat Tour auf die Fresse bekommen halt, von mehreren. Und er ist mein bester. Geil! ist mein Du bester bist ein Kollege. guter Kollege. Ja, als ich auf Bern in die Schule bekam, mit 14. Vorher hatte ich nie irgendwie Verantwortung gehabt, und jetzt ja. Hast du Verantwortung, wenn du hier in die Schule gehst? Okay. Ja. Swisscom bietet ihren Lernenden halt die Möglichkeit, schon sehr früh Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir hier mal ganz kurz die Kamera umdrehen, dann sehen wir die Lorena, die von Anfang an bei diesem Projekt mit dabei war und auch Lernende bei der Swisscom ist. Und jetzt geht es weiter. Ja, vielleicht, weil meine kleine Schwester müssen hüten. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwie etwas bisschen Spektakuläreres. Wieso ist das nicht spektakulär? Also, dann, Ich meine, ich habe meinen jüngeren Bruder gehütet, aber so spektakulär ist es nicht gesehen. du kennst meine kleine Schwester nicht, ne? Okay, gut. Aber ja, sicher, wenn Kollegen mal zu besoffen sind, musst du halt schon ein bisschen schauen. Passiert dir das in deinem Kollegenkreis öfters? Viel zu viel. Willst du jemanden grüßen, der... Ja, ich grüße Sebach, Laurent und Tomislav grüße ich. Okay. Sebach grüße ich auch. Gibt es denn in deinem Kollegenkreis irgendeine Geschichte, wo jemand so richtig nicht hat können mit Verantwortung umgehen? Ja, ein Kollege von mir hat seinen ersten Lohn bekommen, ist ausgegangen mit dem und dann hat er für den Rest des Monats kein Geld mehr gehabt. Weil er keine Verantwortung können übernehmen mit Geld. Genial. Wie sieht es bei dir aus? Meine Mama ist mal ihr Gottenkind vom Wickeltisch gefallen, zum Beispiel so. Oh, wo? Bist du das gesehen? So. Meine Cousine. Merkt man es heute noch? Ja, schon ein bisschen. Was ist denn das Unverantwortungsvollste, was du je gemacht hast? Und mir fallen nicht viel. Mal PS4 kaputt gemacht von einem Kollegen. Wieso? Ja, FIFA, weißt du, kommt alles mal vor, weißt du, bei FIFA und so. Was hast du gemacht? Erzähl. Ja, ich kaputt gemacht. Ja, aus Versehen ist ja Boden gefallen. Aus Versehen, ja, absolut. Das war so ein Ausrutscher. Ich habe Katzen vergessen zu füttern von unserem Nachbar. Für wie lange? 2 Tage. Und dann, was ist passiert? Leute haben noch gelebt, als ich am 3. Tag begangen.
Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben könntet geben und das Video vielleicht teilen könntet. Und falls ihr euch für eine Lehrstelle bei der Swisscom interessiert, dann hätte ich unten einen sehr, sehr wertvollen Link für euch. Klickt dort mal drauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!